Ditmal vertellen wir uns noch weiter mehr von wo die Mennoniten ihre Formwirtschaft in Chihuahua modernisieren und von wo dort alle aufjaft. Die meisten Lied brauchten in Mexiko zum Waschen lang immer die sogenannten Stuckmaschinen, die sie sich entweder selbst melken oder von einem Däscher melken leiten. Aber in den 1940er und 1950er Jahren fangen immer mehr Lied auch an moderne Waschmaschinen zu kaufen. Diese kamen mit elektrischen Motoren, Motors sieht wie dort, aber weil es an keinem Dorf eine elektrische Kraftleitung wäre, nehmen die Lied die elektrische Motors los und waschen mit einem kleinen Windkeilermotor. Das ging auch all viel besser und leichter als mit der alten Stuckmaschine waschen zu machen. Bald werden da so eine Lied, wo sich eine kleine Lichtplant kauften und damit ihren eigenen kleinen elektrischen Kraftstrom produzierten. Damit können die Frühers und die Mädchen ihre Waschmaschinen mit ihrer rechtmäßigen elektrischen Motor sprocken und die Vaters und die Jungs können in ihre Werkstuben damit allerhand Maschinen mit elektrischen Motoren driven. Aber bald kam dort da werden weiter bei sogenannte Gemeindenarbeit. In dieser Arbeit nimmt der Lehrdienst bald die Stellung an, dass der elektrische Strom, den ihre eigene Plant produziert, für die elektrische Motors gebraucht werden darf, aber nicht für elektrische Lichter. Auch die elektrische Lichter an den Traktors sollen nicht gebraucht werden. Während elektrische Lichter gibt es auch noch ziemlich viel verschiedene Gemeindenarbeit. Dann der Lied fangen bald ut, dass ihre Heine an einem Tag viel mehr Eier legen, wenn sie am Heinerstall zu abends etliche Stunden Licht haben. So langsam haben immer mehr Lied Licht an ihre Heinerstalls und auch an ihre Werkstuben. Immer mehr Lied ihre Jungs fangen auch an, in die Pferdstalls, Kuhstalls und Werkstuben elektrische Licht zu brauchen. Und manchmal sehen die Mädchen dann, wenn die Jungs können elektrisches Licht an der Werkstube brauchen, dann soll wie dort an der Kirche auch brauchen können. Aber all das gibt auch verschiedene Gemeindenarbeit. Ironischerweise dürfen die Gaslampen in die Gaslatorens mit Freiheit gebraucht werden, aber nicht Balben, die von einem elektrischen Strom dachten. Durch all diese Modernisierungen ändert sich von 1940er bis 1960er Jahren bei den Mennoniten in Mexiko sehr viel. Und meistens gibt das nicht viel mehr auf, als dass man hier und da hier, dass alles so sehr mit der Welt mitging. Einige Prediger reden auch so von der Kirchenkanzel davon. Aber mit dem Anfangen der Gumreifenräder an die Traktors zu brauchen, dort braucht sehr, sehr viel Konflikt an die Gemeinden. Die neuen Traktors, die von 1939 an gekauft wurden, die kann man kaufen mit alles eiserne Räder oder mit Gumreifen Fähren und eiserne Räder hängen oder auch mit alle Feuergumreifenräder. Am Anfang kauften mennonitische Firmen in Mexiko meistens mal die sogenannten Standard-Traktors, um die Pferde die schwere Pflegearbeit zu sparen. Aber weil der Schabelpreis in den Kriegsjahren 1939 bis 1945 so hoch war, wurden jeder Jahr noch einmal mehr Schabeln geackert. Und zum viel Durchfahren fehlten die Bürgers Traktors, um ihre Pferde auch diese schwere Arbeit zu besparen. Und immer mehr Leute kauften so eine Traktors, was wie Row Crop Traktors nannten. Die John Deere Model A oder Model J und der International Model H oder Model M wurden meistens gekauft. Und so eine Bürgers, die einen internationalen Row Crop Traktor gekauft hatten, und den mit den Fahrrädern dicht taub ab steinernes Land brachten, die wurden bald an, dort an ihrem Traktor der Radiator, wie sie den Räder, immer weiter andicht wird, weil die eiserne Räder so viel über Steiner stuckten. Die Gerätschaftsagenten roden so eine Bürgers, was steinernes Land hatten, Tau, an ihre Traktors die feste Räder mit Gummreifen zu brocken. Etliche Bürgers versuchten dort, und das schafft wirklich viel besser. Ihre Radiators
worden nicht mehr so leicht undicht. En de Büros fingen dort auch bald uit, dat nicht mal wat de radiator an ihrem Traktor mit fairen Gummreifenrädern nicht so leicht undicht, aber so ein Traktor stiert und fuhr sich auch viel Makel, ja. Bald brauchten immer mehr Büros ihre Traktors fahren mit Gummreifenrädern, nicht mal bloß an International-Traktors, aber auch an John Deere und andere Traktors. Wegen dort anfangende Traktors mit Gummreifenrädern zu brauchen, geeft dat bald sehr große Schwierigkeiten an die Gemeinden. Die meisten Ooms sagen dat Gummreifen an Traktors zu brauchen so an, als wenn die Traktor mit Gummreifenrädern sozusagen ein Korfertig wird. Und dort, so sieht man, wird auch all vor vielen Jahren in Kanada beschlossen worden, dass altkolonische Gemeindenglieder nicht Korfertige haben dürfen. So eine Breite, die Gummreifenräder an ihre Traktors brauchten, worden zu den Ooms ihren Donnerdagsitz gekriegt, wo angesagt wird, dass es ein Ungehorsam wie hier in die Gemeinde, ihre Traktors mit Gummreifenrädern zu brauchen. Und dort, wenn sie die nicht abhielten zu brauchen, dass sie dann wurden Matten ab eine sogenannte Notwehrgestalten verhandelt worden, wo sie sogar können von der Gemeinde ausgeschlossen worden. Am Anfang leiten die meisten Breiter sich überreden, ihre Gummreifenräder von ihren Traktors loszunehmen und waren die eiserne Räder zu brauchen. Aber weil dann waren ihre Radiatoren so leicht undicht worden, brauchten sie meistens doch bald ihre Gummreifenräder und wurden dann auch bearbeitet. Das nahm auch nicht sehr lang, dann wurden Breiter von der Gemeinde ausgeschlossen, bloß weil sie sich nicht mehr überreden leiten, ihre Gummreifenräder an ihre Traktors nicht zu brauchen. In so ein Ausschluten braucht das bloß noch Bosjabator, dass die Breiter auch noch die hinterste Gummreifenräder für ihre Traktors kauften und brauchten. Dann dem Traktor seine Hinterräder mit Gummreifen brauchen, dort mögt sich auch viel, ja, und besser, besonders dort, wo viel Steine wären. Bruderschaften wurden geholt, wo man beschloot streng zu werden mit den Gummreifenfahrern. Aber je strenger die Ooms wurden mit den Gummreifenfahrern, je mehr Breiter fangen die Gummreifenräder an zu brauchen. Wils nicht nur die Welt, aber auch die Mennoniten in Mexiko dort immer mehr anworden, dass die Traktors mit Gummreifenrädern bloß viel bessere Maschinen wären als mit eiserne Räder, brauchten viel Mennoniten bald auch hängende Gummreifen. In den laat 1940er Jahren und besonders in den 1950er Jahren wird der Konflikt zwischen den Ooms und so eine Breiter, die so Jahren ihre Traktors mit Gummreifenrädern brauchen wollen, beständig immer noch größer. Immer mehr Büros fangen an, ihre Traktors mit Gummreifenrädern zu brauchen und immer mehr Breiter werden von der Gemeinde dawein ausgeschlossen. Wegen der Gummreifenfrau wird ab der Manitoba-Kolonie im Dorf Rosenthal 1957 oder 58, als sehr viele Büros ihre Traktors mit Gummreifenrädern brauchten, noch einmal war eine Bruderschaft geholt. Der älteste Stall, der Breiter dort auf diese Bruderschaft fair, dort die Ooms die Entscheidung gemerkt haben, dass sie anfangen wollen, noch strenger mit so einer Breiter zu verfahren, die ihre Traktors mit Gummreifenrädern brauchten. Und dann gibt der älteste der Breiter Gelegenheit, dat met stilzwijgen te beantwoorden, wanneer ze met de Ooms ihre Entscheidung einverstanden wären. So wird das immer gedaan op de Oldkolonie ihre Bruderschaften in Noordjorken. Der älteste zei Breiter, wat de Ooms ihre Entscheidung über eine bestimmte Sache wäre, und je van dann die Gelegenheit mit einem Stillschweigen de Ooms ihre Entscheidung gut zu halten. Wodurch es so viel in unserer Geschichte so ganz anders geworden. Wir können uns sehr viel lange Geschichten vertellen, von wo der Konflikt während der Gummreifenräder zwischen Ooms und Breiter
en tussen ooms en ooms in de lood 1950 jaren zeer groot wordt. Ik wil hier lang niet alles vertalen wat ik davon vertalen kan. Aber ich glaube, dat is wichtig, dat wir uns Wort davon vertalen. Nicht davon zu reden, wer wofür Schuld an Wort hat, aber bloß zum besser verstehen können, wo sich in unserer Geschichte so viel, so sehr geändert hat. Das ist besonders wichtig für uns, die wir in Kanada, in den Vereinigten Staaten und in Chihuahua, Mexiko wohnen, denn bei uns ist so sehr viel so ganz anders, als das bei unseren Eltern und bei unseren Großeltern mal wir. Wie viele von uns selbst, wir mal so viel ganz anders, als das nu ist. Die ältere Lied verstehen nächstens noch, wo alles so ganz anders geworden ist in unserer Geschichte, aber unsere Kinder und Großkinder haben manchmal keine Ahnung von was wir uns vertalen, wenn wir alles uns was von unserer Geschichte und unsere jüngeren Jahren vertalen. Isaac am Dick stellt al 1956 eine Wahl an, einen Mitältesten zu wählen. Franz Wieb, ein Sohn von dem gewesenen Ältesten Peter Wieb in Manitoba, wird als Ältester gewählt. Alle Mann wisst, dass Wieb dort treffen wird. Seine Predigten wurden von dem ersten Lied sehr geschätzt. Aber er will das Amt nicht haben und ging dazu an, dass er das nicht wird brücken haben. Er mögt aufsichtlich einen moralischen Fehler, nicht Ältester worden zu brücken. Als das passiert wird, dann wird erst noch eine Predigerwahl geholt im März 1957. Und auf dieser Wahl wurden Diakon Bernhard Wieb von Griental, ein Bruder zu Franz Wieb, und Johann Friesen von Schanzenfeld als Prediger gewählt. Im Dezember 1957 wird weiter eine Wahl aufgeholt, einen Mitältesten zu wählen. Für die Wahlen wird wirken all sehr viel davon geredet, wem die Wahl treffen wird, und so wird es auch ditmal. Jeder einer wisst all, für die Wahl, dass Bernhard Wieb Ältester worden wird. Was wird man diese Vertal für die Wahl nennen? Politische Plüderien? Während Bernhard Wiebe seine erste Runde mög als Ältester in alle Kirchen zu predigen, wird der Konflikt während der umreifen Rede sehr bosig noch einmal geraten. Unser Ältester und Prediger, zwei Boggesfall, ich glaube, dass wir in 10 Männer, kamen einen Tag erst nach Weidenfeld und dann nach Kronskart und kriegten alle Männer in ihre Schulhäuser taub. Der älteste Isaac am Dick fang mit dem Nober auf dem Norden Engdarp und der Westene Seite an und frug am 2 Frauen. Eine, wo brauchst du deinen Traktor? Fähren ab Umreifenräder, fähren und hängen ab Umreifenräder oder ganz ab Eisenräder? Und 2, wo feilst du eben? So ging der Älteste den Nobers erst an der Westene Seite im Darp der Länge, dann frug jeder Nober dieselbe Frauen. Dann ging er eben nur der Ostene Seite Darp, fang ab dem Siedenen Eng an und ging weiter der Rede Länge, und frug jeder Nober dieselbe Frauen. Bald nachdem kriegen die Darpschulten an Beidarper ein Schreiben, was ich würde ein Dreiben nennen. Ich schrieb mir das Schreiben damals Wort für Wort auf, und weil es dort ein öffentliches Schreiben wäre, wird so als irgendeine Einladung zu Schulden zu kommen, von Nober zu Nober am Darp rundgedreht wird, will ich das Schreiben hier auch weitergeben. Nicht eben das Schreiben Wort zu sagen, aber ganz einfach zum besser verstehen lernen, wo die Gumreifen Frau so ganz schwierig wird und wo die Oms bosig die Kontrolle darüber verloren. Hier folgt nu das drijvende rondschrijven, wat van Nober zu Nober dat ganze Dorp rondgedreht und gelesen wird. Meistens drüben die Kinder das schreiben von Nober zu Nober. Den Frieden Gottes, unserem Heiland Jesus Christus, seine Leib, und den Heiligen Geist, seine mitwirkende Kraft, wünschen wir all unsere liebe Brüder und Schwestern durch Jesus Christus. Amen. Lieb wird die Brüder, so es ju bekannt ist, dass wir für ein Gedeel an jene mehr gewasst sind, und jeder Bruder sonderlich ermahnt haben, doch je in Gott und die Gemeinde den Gehorsam zu beweisen. Und das ist
laut 2. Korinther 13 nu al zum 3. Mal passiert. Aber bald nu erst wenig Frucht von unserer Arbeit zu vernehmen. So sind wir uns einig geworden, geweten zu lassen, wer in dieser Zeit noch seinen Gehorsam bewiesen will und die Umreifen von den Maschinen heraufgenommen hat und uns dort mit Zeigen anbringen will, der kann uns dort Sonntag am 1. März in Eichenfeld in die Kirche weiten lassen. Wer dort aber nicht tät, in all unsere Arbeit, die wir als Wächter über jene Säulen gesagt sind, nicht acht, der kann auch nicht länger als Bruder in der Gemeinde stehen bleiben. Aber der muss laut dem Wort Gottes mit ihm gehandelt worden, so als wir lesen können, Matthäus 18, Vers 17 und 2. Thessalonicher 3, Vers 6 und 14. Doch wir hoffen und wünschen und beten, dass keiner von unseren Brüdern dort Bator soll kommen lassen. Aber wir sagen mit dem Apostel Paulus, fällt unser Friede, dass sie mit uns übereingesonnen sind, Kreuz so eine Leib haben, einmutig in eine Meinung sind, dort nur durch Zank oder edle Ehe, aber auch durch Demut einer den anderen Hecher aus sich selbst. Und seid jeder einer nicht ob dort Sinje, aber ob dort, was dem Nächsten sind, als Philipper 2. In Hoffnung, unser Friede erfüllt zu sein, teken wir uns aus jene geringe Ältestas Isaac am Deck in Bernhard weg. 2 Werke nachdem dort treibende Rundschrieben in Weidenfeld in den Kronsgard von Nober zu Nober rumgedreht worden wäre, kriegen die Darbschulden an beide Darper war da jeder ein Schrieben, dort auch von Nober zu Nober am Darp rum zu checken. Ich habe damals auch das Schrieben, Wort für Wort aufgeschrieben. Und wie es das Schrieben auch so aus irgendein öffentliches Schrieben an der Darper Weidenfeld und Kronsgard von Nober zu Nober rumgedreht wird, will ich das Schrieben hier auch weitergeben. Wir müssen hier aber weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir uns weiter mehr von dem großen Konflikt während der Umreifenräder, besonders auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.